Grüezi miteinander. So, schnell müssen Kaffee holen. Ein bisschen Verspätung. Grüezi wohl. Genau, es geht heute weiter wieder mal mit Star Wars. Hey, happy wie sagen wir, Star Wars Day. May the Fourth be with you, Chat. So, jetzt muss ich da noch schnell etwas einstellen. Und zwar das Giveaway. Genau, es gibt heute ein Giveaway. Ich starte das mal schnell. So, genau. Ausrufezeichen Giveaway. Streamlabs hat es auch schon in den Chat reingeschrieben. Jetzt muss ich noch schnell schauen. Gut. Es gibt zu gewinnen einmal das Bundle mit dem Plüsch-Grogu und dem Game Lego Star Wars die Skywalker Saga auf der PS5. Und eines gibt es noch einfach den Plüsch-Grogu, also 2 Preise zu gewinnen. Es gibt heute 2 Gewinner, Ausrufezeichen Giveaway und Ausrufezeichen Win, zum Mitmachen, liebe Chat. Ihr müsst Follower sein, zum Mitmachen. Ihr braucht 12 Punkte, Ausrufezeichen Points zum Punkte abfragen. 12 Punkte entsprechen ca. 1 Stunde zugeschaut haben hier im Channel. Genau, und dann könnt ihr hier mitmachen. Die Ziehung ist am Schluss. Also ich sage jetzt mal ca. 1 Stunde und 3/4 Stunde machen wir die Ziehung machen. Ihr müsst anwesend sein bei der Ziehung. Ja, sehr wichtig. So. Star Wars die Skywalker Saga. Let's go. Was noch ein bisschen doof ist, ich habe ein bisschen Baulärm hier bei mir. Wenn es störend ist, auch sagen, dann kann ich hier Noise-Unterdrückung machen. Aber ich glaube, im Moment ist es nicht allzu schlimm. Zudem haben wir noch Game Sound und weiss ich nicht was. So. Ich bin da so richtig unvorbereitet. So. Genau, was ich noch vergessen habe, ich bin der Troy, für die mich noch nicht kennen. Ich streame auf meinem eigenen Channel twitch.tv/TroyHammaren jeden Samstag ab 19 Uhr. Genau, so, die haben da schon voll Action auf dem Titelscreen. Let's go. Letztes Mal haben wir... Musik ausschalten. Wir werden leider im Spiel auch keine Musik haben. Wegen musiklizenztechnischen Sachen, Gründen. Wir haben letztes Mal, glaube ich, Episode 1 angefangen zu spielen. Also wir sind chronologisch gestartet, auf den Wunsch von Chat. Aber ich denke mir, ich würde gerne eigentlich noch jemand anders nochmal anfangen. Dass wir quasi mal den Einblick haben, jetzt das letzte Mal in die Episode 1. Oder die Trilogie in dem Sinn. Und jetzt würden wir doch mal quasi nach Filmreihenfolge anfangen. Sprich Episode 4. Ist das richtig? Episode 4 wäre dann das erste. Darum mache ich da jetzt mal ein neues Spiel. Ich habe das heute schon mal probiert. Ich werde das halt schnell überschreiben. Genau, was ich noch nicht gezeigt habe, übrigens, eben Giveaway. Und das da gibt es zu gewinnen. Ich habe extra noch ein Bild gebastelt. Grogu plus Spiel, PS5, und einer ist nur der Grogu. So. Also, was fragst du mich da? Spielstand überschreiben? Ja, bitte, ja, halten, yes. Machen wir. Das nochmal schnell testen vorher. So, genau, das wäre die Idee. Das ist auch Standard. Episode 4. Eine neue Hoffnung. Können wir noch schnell schauen. Was mich eben wundernimmt, es gibt ja theoretisch noch ein Mandalorian DLC, das ich habe. Das ich dazu bekommen habe. Aber I don't know, wo das ist. Ich weiss es nicht. Spoo, grüezi! No, cute, nur leider bin ich kein Star Wars-Fan, beziehungsweise habe ich noch nie einen Film von A bis Z gesehen, geschweige denn all Host. Shame on you. Aber allen, die mitmachen, viel Glück. Spoo. Das ist natürlich kein Problem. Nicht alle sind Star Wars-Fan.
Ich sage jetzt mal, ich bin auch nicht der Ultra-Mega-Fan. Ich finde es cool, aber ich bin erst sehr spät dazugekommen, was das anbelangt. Aber Spoospo, grüezi, schön, dass du da bist, schön, dass du reinschaust. Geht's dir gut? Genau, was ich noch sagen wollte, eben Mandalorian DLC, keine Ahnung, wo das ist. Vielleicht weiss das irgendjemand von Chat, ob das erst nachher noch kommt. Es gibt ja noch andere DLCs, die ich irgendwie auch noch freigeschaltet habe. Es gibt Charakterpakete, ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist. Aber bis jetzt können wir auch Charaktere nicht auswählen. Und wie gesagt, wir starten hier bei Episode 4. Filmreihenfolge. Nach Erscheinungsdatum von der Filme machen wir jetzt da. Eine neue Hoffnung. Let's go. Episode beginnen, ja, please. Hoi Troy, ja, mir geht's gut, danke dir hoffentlich auch. Ja, Spoosboo, mir geht's auch gut, ich kann mich nicht beklagen. Würgegriff auf Spoosboo. Und jetzt kommt der Techie. Techie ist von der dunklen Seite. Ich versuche es vorzulesen. Eine neue Hoffnung. Es herrscht Bürgerkrieg. Die Rebellen, deren Raumschiffe von einem geheimen Stützpunkt aus angreifen, haben ihren ersten Sieg gegen das böse galaktische Imperium errungen. Sorry. Während der Schlacht ist es Spionen der Rebellen gelungen, Geheimpläne über die absolute Waffe des Imperiums in ihren Besitz zu bringen. Es ist viel zu schnell. Es ist viel zu schnell. Letztes Mal ist das gleiche Problem gehabt. Ich komme nicht noch mit lesen. Lesen selber, Chat. Sorry. Ich glaube, das Gleiche, was im Film aussteht. He? Aber irgendwas, bla bla bla, Todesstern, bla bla bla. Und das Game fängt jetzt an. Genau, wir haben natürlich keine Musik. Ja, es ist letztes Mal schon. Ihr müsst euch auch die Star Wars Musik vorstellen. Und merci für den Follow, Spoosboo. Merci vielmals und willkommen. Hast du das gehört? Sie haben den Hauptreaktor getroffen. Ich meinte, ich habe schon lange gefollowt. Jesus. Ist doch kein Problem, Spoosboo. Jetzt hast du gefollowt und merci für das. Okay, das fällt wieder so wie im Film an. Das haben wir letztes Mal schon gesehen, wo wir Episode 1 gespielt haben. Das ist wirklich so, man spielt wirklich jede Szene, würde ich jetzt mal behaupten, von diesen Filmen. Einfach im Lego-Stil natürlich, ein bisschen lustig. Hoffnung. Und so fällt der Film, glaube ich, auch wirklich an. Alten Freund sicherer. Princess Leia. Das Gute ist, mir wird jetzt sicher noch mal alles erklärt, wie ich das spielen muss. Ich habe nämlich alles schön vergessen. Genau, das war klar, da ist irgendwie der Einschlag. Die Leia kann da aber die kann da austeilen. Zeigt es jetzt dem Automaten. Genau, das ist ein Lego-Spiel, man kann alles kaputt machen und es kommt immer irgendetwas raus. Kila, grüezi Kila, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Techie, geht's dir gut? Schön, dass auch du da bist, natürlich. Hallo, hier spricht der Captain. Falls ihr euch wegen des Lärms wundert, wir haben derzeit einige durch Enterung bedingte Turbulenzen. Bitte bewahrt die Ruhe. So. Kann ich den hier auch abschlagen? Jetzt Friendly Fire ist eingeschaltet. Sehr gut. Also das ist ja eigentlich eben der Anfang von Episode 4 und gleichzeitig ist es eigentlich auch das Ende von Rogue One. Wenn man es genau nimmt. Das heisst, der Darth Vader ist unterwegs da zu uns. Vielleicht sehen wir ihn noch. Was machst du da? Alle auf dieser Station! Oh, Moment, das habe ich gar nicht gesehen. Ich kann ihn schiessen. Oh, ist das da? Jetzt, wie kann ich schiessen? Aha, genau. So und so. Ja? Easy peasy, easy peasy. Das Geile ist, dass diese Helme davon fliegen, wenn man sie trifft. Also, lieber Chat, ich kann es in meinem Channel sage ich es schon immer. Ich bin überhaupt nicht der Controller-Spieler, vor allem wenn es um Shooter geht. Also, ihr müsst entschuldigen, wenn ich nicht treffe, aber es geht jetzt noch so einigermaßen.
Es ist eher der PC-Games-Spieler. Ja. Du solltest Informatik lernen. Oh, da haben wir den Darth Vader übrigens auch. Botschafter, wollen wir die Verhandlungen beginnen? Aber es ist alles gut, Kilo. Sehr schön, sehr schön. Aber Informatik ist doch cool, ich habe es immer geliebt. Es war einfach mein Fach, oder? Was habt ihr denn für ein Thema bei der Informatik aktuell? Einfach so allgemein oder etwas Spezifisches? Noch einmal der Captain. Darth Vader hat es nicht durchgeschafft, hat aufgegeben. Der Moment, um in Panik auszubrechen. Bauen. Genau. Let's try this. Was habe ich jetzt genau gebaut? Schnell schauen, wie kann ich auch schnell säckeln? Also kann ich Charaktere wechseln, das geht auch. So kann ich schneller säckeln. Ich gehe jetzt schnell hier oben. Wahrscheinlich bin ich da völlig verkehrt, weil da müsste ich nicht hin. Hey. Alle am Salutieren, nice. Schnell ein bisschen looten. Ja, also ich habe nichts gegen Informatik, aber der Unterricht ist bei uns halt einfach mega langweilig. Ja, das ist halt doof. Stone Drips, grüezi, genau, ich wollte gerade sagen, lieber Chat, vergesst nicht, Ausrufezeichen Giveaway. Das hier gibt es zu gewinnen. He? Mit Ausrufezeichen Win könnt ihr mitmachen. Es kostet euch 12 Punkte. Mit Ausrufezeichen Points könnt ihr Punkte abfragen. Ihr müsst Follower sein und halt die 12 Punkte haben. Sprich, ca. eine Stunde schon zugeschaut haben. Wenn ihr jetzt aber anfängt zuschauen, setzt es bis zu der Ziel noch länger, dass ihr mitmachen könnt. Der Streamlabs-Bot tut bestätigen, wenn ihr am Giveaway teilnehmt. Sollt ihr euch nicht zurückschreiben, dann hat es wahrscheinlich nicht geklappt. Aber genau, es gibt einmal das Bundle Grogu. Ist jetzt das ein Spoiler gewesen? Uff. Das ist Baby Yoda, sorry. Es gibt einmal Baby Yoda und ein Spiel zu gewinnen für PS5 und einmal ist einfach der Baby Yoda. Also 2 Gewinner werden heute gezogen. Gegen Ende des Streams. Und ihr müsst anwesend sein, lieber Chat. Das wäre sehr gut. Weil wenn ihr nicht rum sind, muss ich den nächsten Gewinner ziehen. Wollen wir ja nicht. So. Da. Ja. Heißer Kaffee. Uiuiui. Genau, also beim Stone Drips hat es geklappt. Wo so? Aha. Hast du die gesehen? Wo? Sorry. Ja, das ist auch meine Frage. Ich bin nebenbei am Arbeiten und Hören. Mehr zu als schauen. Gut, Angriffskombo. Ah genau, das war schon gesehen. Das ist für mich ein Button-Smashen. Das ist wie früher. So habe ich Tekken und Street Fighter gespielt. Einfach alle Knöpfe drücken und dann passiert irgendetwas Lustiges. Chat, wer von euch hat das genau auch so gemacht wie ich? Ich bin immer sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Da kommen immer mehr Sturmtruppen. Deshalb müssen diese Pläne schnellstmöglich nach Tatooine. Wo ist der Wir machen jetzt hier einen Nahkampf, wenn wir das schon geübt haben. Let's go. Die Leia hat das unglaublich im Griff. Also in den Filmen ist sie, glaube ich, nie so abgegangen, oder? Sie hat auch rumgeschossen, aber ich glaube, so Faustkampf und so, das hat sie doch nie gemacht. Nicht so wichtig. Ich habe den Würgegriff vom Darth Vader gemeint. Aha, ja, okay. Also jetzt noch ein paar. Gut, wo muss ich da? Hier. Gut, das sind immer die Waypoints.
kennen. Jetzt scheint es sicher zu sein. Es ist wichtig für mich, dass ich Waypoints habe. Der Techie weiss das. Oder die Leute, die mir amigs auf meinem Channel zuschauen. Wenn ich keine Waypoints habe, kein Objective, keine Map, dann bin ich lost. Ui! Ui! Captain, Das müsste sein bitte jetzt. nie wieder. Ziehen, ja. Let's go. Ich glaube, das Timing ist da wichtig. He? Ich kann ziehen. Okay. Okay. Wie soll das jetzt gehen hier? Habe ich da noch einen anderen Dude dabei? HL1, ja logisch. Logisch. Charakter wechseln, nice. Das geht. Mal schnell looten. Die Leia kann jetzt dort ein bisschen hängen bleiben. He? Sie kann schnell gedulden. Gut. Also Leia, ich gehe mal rüber. Und dann habe ich hier einen. Oder nicht? So, mal weg. Ah, ich kann hier einfach ziehen. Let's go. Ja, sind das... Ui! Der Techie ist unterwegs. Der Darth Techie. Ist ja wieder geil gemacht mit dem Feuer, oder? Der Weg ist versperrt. Wir müssen einen anderen finden. Alles mit richtigen Lego-Teilen gebaut. Im Troy seine Prio-Liste ist auch recht simpel. Erstens Loot. Das ist das Wichtigste. Loot ist das Wichtigste. Zweitens Loot. Genau, das ist so absolut richtig erfasst. Drittens, was habe ich auch schon wieder machen? Viertens Loot. Fünftens hat es ein Questlog. Sechstens Loot. Genau. Aber ich sage auch immer, wenn wir streamen, ist das so eine Sache. Du musst immer noch auf den Chat schauen, dann vergesse ich immer wieder, was ich machen wollte. Dann gehe ich einfach wieder looten. Das liegt eigentlich eher an dem. He? Chat, ihr seid amigs geschaut. So, ziehen. Let's go. Oh, das sieht nach Bauen aus. Let's go. Wasserwerfer, Lasergeschütz. Also ich würde jetzt mal sagen, wir gehen hier auf Lasergeschütz, oder? Hier nicht mit Wasser werfen. Wasserwerfer. Sieht für mich mehr wie ein Mond aus. Klingt realistisch. Ja, Kila weiss auch schon Bescheid. Einsteigen, let's go! Oh nein, oh mein... Controller. Try on Controller, nope. Easy peasy, easy peasy. Kann ich denn da nicht runterfahren mit dem Ding jetzt? Schade. Hier ist nochmal der Captain. Niemand sonst. Bitte heißt das Imperium herzlich willkommen. Oh, was ist das? Was ist das? Und übergebt die Pläne. Wir müssen Das- den Strom für diese Tür kappen. Wo sind die Energiezellen? Schnell! Energiezellen. Okay. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, wir hatten da letztes Mal schon Gegenstände gehabt, die man nur bedienen kann mit dem richtigen Charakter. Und da ist das Sith-Logo drauf. Das heisst, wir müssten jemand von den Sith sein, damit das ging. Und ich weiss wirklich nicht, wir können nie einen Charakter wechseln. Ich habe das Gefühl, das schalten wir erst später frei. Ich sage, wenn das jemand von Chat weiss, ab wann kann man Charaktere wechseln und DLC-Charaktere brauchen? Ich weiss es nicht. So, wie der Tag gesagt hat, Loot. Brauchen die Punkte.
Wobei endlich könnte ich mich da so ein bisschen mehr auf die Story konzentrieren. Sonst haben wir 80% vom Stream ist Looten. Und da kann man eben schon recht viel looten. Also alles looten, das ist, da kommst du nicht vorwärts. Das Bau weiss es nicht, ja. Ja, das ist mir bewusst. Energiezellen war mal. Hm? Energiezellen. Gut. Ist das so etwas? Okay. Hi. Weißt du noch das Passwort für das Ding 318? 318? Ich bin 764. Die durchnummerierten Stormtroopers, oder? Das ist ja nice. Nein, ich bin 184. Ja, dann machen wir da einfach Action. Aha, oh shit, das ist nicht die Idee. Das ist eigentlich nicht die Idee. Genau, abgewehrt. Versuche, die Abwehr deines Feindes mit einer anderen Combo zu durchbrechen. Probiere es mit X oder Dings aus. Okay. Easy, easy. Musik fehlt mir jetzt halt auch wieder. Das merkt man sofort, wenn die Musik nicht rum ist. Also, lieber Chat, wenn ihr das Spiel normal spielt und nicht streamt, dann hat man natürlich da die Star Wars Musik noch. Hey, wird nicht geschossen da? Wird nicht auf die Leia geschossen? Hey, das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Oh, hat es jetzt geschossen? Ne? Jedes Mal, wenn ich jetzt bauen schiesst jemand, oder? Das Imperium hat euer Schiff geentert, Eure Hoheit. Das ist uns nur zu bewusst, Admiral. Story konzentrieren. Weniger looten, Notfallteam, bitte. Das Streamstudio 3. Genau, genau. Mehr von denen. Finde einen Weg, die Pläne für den Todesstern von Bord zu bekommen. Ja, das ist. Da reicht's. Moment. Bin ich spiegelverkehrt? Ich weiß es nicht so recht. Nach rechts, oder wohin willst du jetzt gehen? Hier entlang. Aufgepasst. Okay. Kann man machen. Ah, okay. Nice. Wenn wir den Rest noch manuell machen. Ich will noch ein bisschen reinschlagen. Ich glaube, da geht es weiter. He? Oh, okay. Erledigt sie. Für das Imperium. Ja. Fertig, lustig da. Wir müssen die Nothebel an der Tür auslösen. Wieder an. Okay, that's it, oder? Jetzt kommt die Leia dort auf dem Ding, oh mein Gott. Ja, was ist denn da für Taktik da? Metal Gear Solid? In der Kiste verstecken. Was kann ich machen? Oh. Tatsache. Soll das eine Kaffeemaschine sein? Die hat hier regelmässig mal in den Gängen so eine Kaffeemaschine. Fände ich gut. Das ist wichtig. So, auf Story konzentrieren, habe ich mal gesagt. Weitergehen. Jetzt kommt niemand mehr von diesem Schiff runter. Moment, schaut, da ist meine R2-Einheit.
R2D2, nice. So. R2D2, wir tun dir jetzt Pläne rein. Genau. R2D2. Das war so im Film auch. C3PO. Das war der andere Musik hören. Geile Sieg. Was habt ihr mit diesen Plänen gemacht? Geheimauftrag? Was für Pläne? Wovon redest du? Oh je, was für ein Schlamassel. Oh, steuere ich jetzt. Okay, nice, Moment mal, nice. wo willst du hin? Schon schauen. Okay, ihn kann ich auch steuern. Nice. Machen wir das mal. Massi, grüezi, hello. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Kurz Hallo sagen. Massi, du hast letztes Mal gewonnen, gell? Im letzten Giveaway. Wir haben heute wieder ein Giveaway. Ich zeige es noch mal schnell. He? Zu gewinnen gibt es Baby Yoda und das Spiel für PS5 plus noch einmal der Baby Yoda. Oder der Grogu. Genau. Ausrufezeichen Giveaway und Ausrufezeichen Win zum Mitmachen. Hey, wer da? Ach, das sind nur Droiden. Hast du etwa Angst vor denen? Wen ist denn? Mit eigener Intelligenz. Ja, lauf Strom rein. So, da können wir den R2D2 verwenden. Genau. Was willst du genau von mir? Wie unhöflich. Drei. Das ist die Idee. Ah. Stärkt die denn? Welches wäre denn nur für den Grogu? Der Win oder Giveaway? Also das ist, Ausrufezeichen Giveaway sind einfach die Infos, die nachher kommen. Aber zum Mitmachen ist es beides mal Win. Ich ziehe zuerst den Gewinner vom Bundle und anschließend ziehe ich noch den zweiten Gewinner, der dann den Grogu bekommt. So machen wir das. Genau. So. Brauche ich dich da. What are you doing? Ist das, das kann ich steuern. Für was ist denn da nützlich? Hallo? Okay. Why not? Kann man machen. Hey, aber okay, ich muss das anscheinend da wirklich so machen. Was ist denn da die Idee? Verwenden? Hä? Hallo? Jetzt komme ich gerade nicht raus, was da die Idee ist. Jedes Mal springt da sein Oberkörper von den Beinen. Wo er endlich will. Aha. Ich darf nicht lang drücken. That's it. Okay. Ich weiß nicht so recht. Okay, ich kann da einfach Zeug aktivieren. Oh, nice. Oh nein, auf den R2D2 wollte ich nicht schiessen. Das ist doch gut, oder? Alles gut. Du kannst sicher immer noch tauschen, wenn du das Bundle gewinnst. Mit der Person, die nur den Yoda gewinnt. Ja, kann man machen. Ich glaube, es macht tatsächlich Sinn, wenn du zum Beispiel keine PS5 hast. Und du quasi sagst, hey, vielleicht hat ja die andere Person PS5, dann macht so eine Tausch vielleicht noch Sinn. Tatsächlich. Ich will da gerne wieder raus. Ist gut. Ich habe es gesehen. Schnell den R2D2 haben. Kann der schiessen? Kann nicht schiessen, hä? Im Film kann er, glaube ich, so stromen.
Irgendwie so. Das werde ich noch bereuen. Genau, Kila, hat geklappt bei dir. Hat geklappt. Allen viel Erfolg natürlich. Hi. Sorry. Stellt euch vor, seid ihr am Duschen gemütlich und dann kommt da so ein R2D2 und schlägt euch ab. Okay, wo bin ich da? Ah, jetzt habe ich noch... Ah, okay. Hat er schon gemerkt, dass wir da sind? Alles klar. Der, der Musik hören war. Steffi, grüezi. Hello, Steffi. Geht's dir gut? Okay. Ich glaube, da komme ich nicht durch. Hä? Da kann ich da so... Ah, Mama. Okay. Let's go. Was habe ich jetzt gebaut? Weitere Infos. Stau im Stauraum. Mini-Kits. Okay. Kann ich die nicht aufmachen? Da? Hey, jetzt mach nicht immer dem auf. Das ist mühsam. Den kann ich es auch nicht auf. Ah, ich kann es echt kaputt machen. Okay. Theoretisch muss ich da rein. Ah, ich muss da etwas bauen. Jetzt braucht es wieder R2D2. Zutritt untersagt. Du wirst noch deaktiviert werden. Gut, so. Ja. Ah, muss ich aussen anfangen? Moment, ich muss da schnell die Steuerung anschauen. Auswählen. Aha, ich kann es wechseln. Ja, okay. Macht Sinn. So. Komisch. Von hier außen betrachtet sieht der Schaden nicht schlimm aus. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr... Ja, im Film ist es nicht genau so gewesen. Das ist wirklich noch ein bisschen der Lego-Humor. Ihr seid eine Street, Verräterin. Schafft sie weg! Die Pläne müssen in der Rettungskapsel sein. Schick ein... Ich habe es letztes Mal schon gesagt, Materialien, also es sieht alles wirklich so aus, als wäre es aus Plastik. Ich finde es mega nice gemacht. Die Grafik ist echt Wie geil. trostlos hier. Warum sollte es gerade dort Siedlungen geben? Was für ein Auftrag? Was soll das? Ja, aber Bletch. Merci für den Raid. Hello Raiders. Was hat es bei euch gegeben, Mr. Bletch? Schön, dass ihr da sind. Da bei brack.ch gibt es Star Wars, The Skywalker Saga. Ich spiele das auf der PS5. Und ganz wichtig, liebe Chat, liebe Raiders, es gibt ein Giveaway. Mehr Infos mit Ausrufezeichen Giveaway. Mitmachen könnt ihr mit Ausrufezeichen Win. Die Ziehung ist gegen Ende vom Stream. Und zu gewinnen gibt es eines Bundle Grogu und Spiel für PS5. Und noch eines einfach der Grogu. Also 2 Gewinner ziehen wir heute ziehen. Ihr braucht 12 Punkte, somit mache ich mit dem Follower sein. Und 12 Punkte entspricht ca. 1 Stunde zuschauen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es noch länger wird. Es wird jetzt noch länger. Also, ich sage es so, wenn ihr jetzt
das erste Mal da sind und jetzt eine Stunde zuschauen, setzt noch lange vor der Ziehung, dass ihr noch mitmachen könnt. Genau. Haben das Gleiche gemacht vorher? Ah, nice. Okay. Schatz, mitmachen bitte. Ja. Sehr gut. Wie weit bist denn du, Mr. Bletch? Das Mini-Kids. Ja, das haben wir schon mal angeschaut. Wir haben jetzt hier diverse Sachen freigeschaltet. Wir können, glaube ich, auch das Schiff wählen, Na gut. das wir können brauchen. Aber glaub mir, es dauert keinen Tag und wir funktionieren nicht mehr richtig. Enki, grüezi, schön, dass du da bist. Geht's dir Was gut? ist jetzt mit dir, du kurzsichtiger Schrotthaufen? Und noch grüezi Jay-Z. Jay-Z. Ist das richtig? Spreche ich das richtig aus? Was jetzt dann in die Garage mit dem Auto? Ja, genau, also bei der Ziehung müsste man anwesend sein, das wäre von Vorteil. Und sonst, wenn man nicht rum ist, dann müsste der Nächste ziehen. Ja, okay, haben 4 gerade abgeschlossen vorher und mit 5 angefangen. Ja, wir haben im letzten Stream, also ich habe schon mal eine Folge gestreamt da. Dort haben wir Episode 1 gemacht. Wir haben dort chronologisch angefangen, auf Wunsch vom Chat. Auf Wunsch vom Chat. Und jetzt habe ich mir gedacht, hey, jetzt fange ich mal beim 4 Jahr quasi Release-Reihenfolge. Ja, zu dem Prequels hat mir nicht so gefallen, also die Filme. Darum möchte ich lieber da noch etwas von der Originaltrilogie sehen. Ja, Enki, du kannst mitmachen mit 16 Punkten. Jetzt hast du genug, Enki, das ist verrückt. Das ist verrückt. Jetzt kannst du mitmachen, Ausrufezeichen. When? Der Mr. Bletch kann auch mitmachen. Genau. Du hast genug, aber wirklich einen Termin leider. Ja, vielleicht ist ja jemand rum, der das für dich übernehmen kann. Irgendwie. Aber man muss rum sein, tatsächlich. Ah, ja, die Anleitung überspringen. Ja, ich glaube, ich habe einen Upgrade-Punkt vergeben. Das machen wir jetzt schnell. Da muss ich nicht unbedingt überspringen. Aber das haben wir letztes Mal schon gemacht. Genau. Wie viele Punkte haben wir? Man hat noch eine Führung. Wenn du weitere Geibersteine und Steinchen gesammelt hast, kannst du von hier aus weitere Stufen des schnellen Sprints und andere Verbesserungen freischalten. Schließe nun mit Hilfe von deinem Holo-Projekt an. Okay, gut. Du musst noch ein bisschen warten. Du hast 8 Punkte. Ja, aber dann musst du auch nicht mehr, das geht easy. Dann schaust du jetzt noch ein bisschen zu, dann hast du gleich mal die 12 Punkte und dann kannst du mitmachen. Dann würdest du in diesem Fall quasi für den Bletch mitmachen, richtig? Wenn ich das richtig rausgelesen habe. Ja, alles kaputt machen hier. Die Roboter im Star Wars-Universum sind aggressiv, hä? Das ist ja logisch. Wenn überall Loot rauskommt, dann würde ich auch alles kaputt machen in Real Life. Kommt man da etwa durch? Das sollten wir uns ansehen. Nach dir, R2. Ja, Geschichte fortsetzen. Du liebe Güte. Immer die Randalierer. Ja, gell. Es gibt auch so die Games, wo du einfach alles musst kaputt machen. Das ist wie Zelda. Da musst du jedes Gräschen kaputt machen, weil überall kommt irgendetwas raus. Die auf dem Sternkreuzer? Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Was ist das? Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Und Plätsch, hey, meine Liebe, ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem coolen Game. Ich muss weiter, genießen es noch und toi an alle. Mr. Plätsch, merci nochmal für den Raid, merci fürs Reinschauen. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Nachmittag und viel Erfolg bei deinem Termin.
Also dieser kleine Droide bringt... Denn hier Darin los. ist er unübertroffen, Sir. Ein Ölbad ist nicht dasselbe ohne Freunde, aber die da sind noch nicht bereit fürs Bad. Kann ich dir helfen? Bin ich der Richtige, um dir helfen? Es wird so viel zum kaputt machen. Ich kann doch das nicht einfach da legen. Oh. Was ist jetzt auch da wieder für ein Symbol? Das Jedi-Symbol erkenne ich. Und was ist denn das andere? Kennt das jemand von euch? Chat, das rote Symbol. Aber das können wir in diesem Fall aufmachen. Oder müssen wir zuerst noch... Ja, vielleicht noch nicht, hä? Vielleicht noch nicht. Ich glaube, uns fehlen da noch Fähigkeiten, oder? Könnte ich mir vorstellen. Wir brauchen noch Sith. Ist das Sith? Okay. Also quasi Force-User können das bedienen. Und ich habe das Gefühl, der Luke ist da. Der ist noch nicht so weit. Der muss da noch zuerst trainieren. Da ist... ja nicht machen wahrscheinlich. Ja, mache ich da eher schnell alles kaputt. Dann geht es weiter. Ja. Aber Moment, mit der kann ich das da nicht machen. Das ist auch wieder die Frage, was ist echt das jetzt? Es sieht für mich aus wie ein Roboter. Da ist ja einer drin. Kann man den nicht rausholen für den? Also gehen wir auch mal weiter. Da hat es noch mehr von denen. Ich wollte eigentlich den Luke spielen, merci. Ich hoffe, man hört den Baulärm nicht. Chat sonst sagen, weil dann kann ich da schnell eine Geräuschunterdrückung reinmachen. Ich töne dann wahrscheinlich einfach nicht mehr so schön. Nicht mehr so sauber. Excuse, grüezi, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Und auch für dich, Ausrufezeichen Giveaway. Für die Infos, Ausrufezeichen Win zum Mitmachen, brauchst du 12 Punkte. Es gibt zu gewinnen das hier, einmal Grogu und das Spiel für PS5 und einmal den Grogu. 2 Gewinner gibt es heute. Okay. Wieso? Okay. Okay. Kann man machen. Das ist irgendwie schon noch geil. Oh, alle sind in der Haus. Ja, sag's nicht. Hey. Alle sind hier. Das Bu, der Enki. Alle. Ja. Ja, holy. Okay, excuse. 194 Punkte. Holy moly. Das ist mehr als genug. So, ich habe vorhin einmal gesagt, mehr Story, weniger Loot. Ich mache jetzt da tatsächlich nicht alles kaputt. Sonst kommen wir einfach nicht vom Fleck. Auch wieder sehr schön gemacht, finde ich. Tatooine, hä? Oh, what? Oh ja. Oh ja. Können wir da in die Wüste raus schnell ein bisschen fahren? Schub. Okay, ich müsste die eigentlich da zuerst noch jemand anders hin. Uiuiuiuiui. Alles gut. Zuerst hier hin. Ja, please. Verzeiht, Sir. Diese R2-Einheit ist schon immer problematisch. Sicher cheatet der Execuse. Lass ihn uns zurückholen. Unglaublich, der. Es gibt ja zweimal einen Gewinner, Gewinner. Dann gleicht sich das aus. Up, down, R1, R2, L1, L2. Und du bekommst die ersten 50 Punkte. Okay.
Wird nicht cheatet da, hä? Wird nicht gecheatet. Heim der Familie Lars. Haben die Lars geheißen? Das weiß ich gar nicht. Diese Reden. Taskenräuber haben ihr Lager direkt vor einer alten Gruft errichtet und ihr wisst, was Steffi sagt, was sie dürfen nicht mitmachen. Das hat schon mal gewonnen. Taskenräubern darum streiten. Also wenn der Massi nochmal geht, dann müssen wir da mal unseren Bot prüfen. Dann müssen wir da mal den Gold anschauen. Diese Taskenräuber... Wäre ein bisschen sass, hä? Wäre ein bisschen sass. Was hat er jetzt wieder? Er sagt, da nähern sich mehrere Kreaturen. Sandleute. Sandleute. Das heisst, wir treffen jetzt... Hey, was machst du da? Ah. Ja, easy. Easy. Ah, das ist ausweichen, wenn das Symbol kommt. Das heisst, wir treffen gleich den Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Das war doch etwa da gewesen. Da sind sie doch am Fighten gewesen, und dann ist er gekommen. Und hat sie verscheucht, irgendwie so. Ja, genau! Da haben wir ihn ja schon. Nice. Hallo, ihr habt Glück, noch ganz zu sein. Ich habe das schon immer straub gefunden, den Film, das Geräusch, das er macht. Das war, glaube ich, genau etwa 1 zu 1 da, was er jetzt da gemacht hat. Das ist doch ein Straub. Sag mal, junger Luke, was führt dich in diese entlegene Gegend? Der kleine Droide da. Er sagt, Der Bot ist sicher vom Massi empfohlen worden. Obi-Wan Kenobi. Ist der mit ihm Obi-Wan verwandt? Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Diesen Namen habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Ja, 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 ja. Immer daran glauben, vor allem am May the 4th with you Day. Genau. Ausrufezeichen Troy. Selbstverständlich kenne ich ihn. Steffi, wir brauchen einen Befehl. Ausrufezeichen Troy. Chat wünscht sich das. Das Traurige ist, wir dürfen den Massi rechtlich nicht ausschließen. Hast du probiert? Sehr gut. Einfach der Massi universell. Auf der ganzen Welt ist er auch ausgeschlossen von jedem Wettbewerb. Komm rein. Weil er gewinnt Ich werde immer. dir Hä? alle deine Fragen beantworten. Okay, jetzt kommt, glaube ich, der Teil, wo wir die Nachricht von der Leia bekommen. Hä? Habt ihr die Klonkriege mitgemacht? Ja, ich war einmal ein Jedi-Ritter, genau wie dein Vater. Da fällt mir ein... Wie ist mein Vater gestorben? Der Massi hat einfach den Bock geschrieben und bei ihm überall gewünscht, dass er mal 10. Einfach auf sicher, oder? Jetzt wollen wir doch mal nachsehen, was du für ein... If Massi dann Massi gewinnt. Das ist der Gold. Von dem das Gelingen der Rebellion abhängt, in das Speichersystem dieser R2-Einheit gegeben. Mein Vater wird sie auswerten können. Ja, kein Stress, Steffi. Dort Steffi nicht stressen, hä? Du musst dich mit der Macht vertraut machen. Ich muss nach Hause. Ich krieg auch so schon Ärger. Liebe Güte. User ignore comment win Bionic Max. Genau. So geht's auch. Tante Beru! Alle gegen die Kleinen. Jetzt hält mich nichts mehr hier. Ich will mich mit der Macht vertraut machen und ein Jedi wie mein Vater werden. Okay. Nice. Komm, wir müssen nach Mos Eisley. Mos Eisley, dort sind wir. Wir einen Piloten finden, der uns nach all Dort sind wir letztes Mal gewesen, der Episode 1. Wiedernehmen. Dort sind wir in der Episode 1 das erste Mal im Darth Maul begegnet. Ja. Ich muss da rüber, kann ich was Fahrbares nehmen hier. Etwas klauen. GTA. Aber das ist doch Diebstahl. Ist doch stellen, wenn ich jetzt hier einsteige, oder nicht?
Ich auch nicht. Okay, jetzt habe ich irgendjemanden überfahren. So, let's go. Ah. Okay. Alles klar, Spiel. Hast begriffen, ich muss den hier nehmen. He? Ah, das ist aber der Schnellreise-Dings. Jundlandwüste. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so heisst. Mos Eisley, das ist mir so nicht kennt. Aber Jundlandwüste habe ich noch nie gehört. Ah, ich muss aber nach Mos. Ja, gut. Wir sind in der Jundlandwüste wahrscheinlich. Das ist der Troy. Er ist ein Lustiger. Er streamt immer am Mittwoch am 3 hier. Privat auf. Oh, okay, genau. Checkt ihn mal aus. Hier sollen wir ein... Das hat jetzt so angefangen, aber das ist wahrscheinlich, weil ich... Nein, das hat wirklich so angefangen. Das ist der Troy. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, da kommt da am Schluss noch... Er ist mega. Ja, es fängt so wie die Werbung an. Massimo gewinnt selbst bei seinen eigenen Streams. Ermanser, grüezi übrigens. Schön, dass du da bist. If Message gleich... Oh, jetzt wird es spezifisch. Jetzt wird es... ja, okay. Jetzt geht es wirklich langsam richtig gut. If Message gleich Ausrufezeichen Win and User gleich Bionic Max. Tippfehler würde schon mal nicht funktionieren. Das ist schnell aufscrollen. Timeband 5 Minuten. Also Steffi, merci übrigens, das passt für mich. Er auch nicht, der ist mega, genau. Ich habe das Gleiche gedacht, der ist mega fehlt. Gugli! Der Gugli, grüezi. Schön, dass du da bist, geht's dir gut? So, schnell Chat nachlesen. Habe ich Massi und Gewinnspiel gehört? Dann ist ja klar, dass er hier ist. Ich mache jetzt den Deep-Follow. Oh, Massi, nein. Sind nicht so böse zum Massi. Kann nichts dafür, wenn er immer gönnt. Das ist eine Gabe, die er hat. Er hat The Force. Und für die jetzt genau, für die neu gekommen sind, Ausrufezeichen Giveaway für mehr Infos. Zu gewinnen gibt es das hier. Einmal Grogu-Bundle mit Spiel für PS5 und dann ist auch der Grogu. Die Ziege ist gegen Ende vom Stream in circa... Die Ziege ist in circa 50 Minuten. Gut. 12 Punkte brauchen der Ausrufezeichen-Points zum Punkt abfragen. Schnell schauen, wo ich überhaupt hin muss. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier einfach die Objectives entlang. Mit grossen rumlauten, sonst kommen wir einfach nicht vom Fleck. Und bringt diese Druiden her. Ein imperialer Kontrollpunkt. Was jetzt? Was, sie werden einfach gemobbt hier. Irgendwie schon. Oh, nice. Ah, wir haben jetzt natürlich den Obi-Wan dabei, das heisst, er kann Gedankentricks machen. Nice. Also, du lässt uns jetzt hier rein. Tu es. Beeinflussen. Ah, gerade so. Okay, das ist ja noch speziell gemacht. Okay. Verwenden. Sehr nice. An dieser Stelle Gigi an meine Mami, wo meinem Sohn einen Grogu Schlafanzug hat gekauft. Oh, sehr geil. Sehr geil. Habe ich im Google 2 Points gegeben. Ich weiß nicht, ob wir die Befehle freigeschaltet haben, to be honest. Kann vielleicht Steffi beantworten. Ich muss hier irgendein Rätsel machen und habe es nicht im Griff. Was willst du genau von mir? Aha. Ja, okay. Ich muss auch noch schauen, was da passiert. Ich bin jetzt blöd. Ich bin jetzt blöd für das Spiel. Aha, okay, ja. Okay. Ich muss warten. Ich bin zu ungeduldig.
Das sind nicht die Droiden, die wir suchen. Das sind nicht die Droiden, die wir suchen. Was ich auch wollte sagen, Steffi, es gibt ja einen Befehl bei Streamlabs, wo ein User einem anderen User Punkte schenken kann. Ich weiss aber nicht. Erstens weiss ich den Befehl nicht und zweitens weiss ich nicht, ob man ihn aktiv hat. Ob man das überhaupt wendet, weiss ich zudem auch nicht. Give Points, das könnte wahrscheinlich der Befehl sein. Genau. Aber Googly, da musst du nicht lange zuschauen zusätzlich. Oha, ja, aber Massi. Merci für deinen Sub. Merci für den Support, Massi. Und viel Spaß mit den Emotes. Mega nice. Unsere schönen Emotes. Ich finde die mega cool. Nein, ich will keine Almosen. Ja, also Googly. Oh, wir haben das Lichtschwert. Das ist natürlich schon noch nice. Da muss ich jetzt gerade ein bisschen Zeug kaputt machen. Googly, da musst du nicht lange zuschauen, damit du noch 2 Punkte bekommst. Habe ich mich jetzt gerade selber in die Luft gesprengt. Also wir kommen da auch auf Mos Eisley und machen alles kaputt. Aber wir gehen mal schnell richtig... Also was wir schnell schauen können, da hat es einen Kyberkristall da innen. Das ist anscheinend nicht so einfach. Haben wir das jetzt ein bisschen zu einfach vorgestellt? He? Aber Moment. Der kann jetzt doch da den Move machen. Jetzt denkt er, kommt da durch. Okay, der kommt nicht. Was wäre denn da die Idee? Wir müssten das kaputt machen, aber mit was? Dem dann? Springen, absteigen. Schnell, das mit dem passiert da was. Da passiert nichts. Ja, man weiß es nicht so recht. He? Ja, aber der Obi-Wan, also der Obi-Wan müsste doch das irgendwie schaffen. Also mit dem Lichtschwert oder mit irgendetwas da. Kann man jetzt nicht vorstellen, dass das nicht geht. He? Weil ich letztes Mal gewonnen habe, aber Masse. Und ihr so nett sind an. Donations. Okay. Ja, was rufen sagen Donations? Aber ja, es ist tatsächlich eine gute Sache. Leset euch das mal durch. Ich finde das mega cool. Ah, das ist, sorry, ich also Donations, da kommt die Message, wo die Einnahmen nennen. Ich hätte jetzt gedacht, Steffi will sagen, hey Donations, du kannst uns auch direkt noch Geld geben. Quasi direkt Geld überweisen. Das ist nicht die Idee von Ausrufezeichen Donations. Ich lasse jetzt hier den Kyberkristall mal sein, ausser du hast mir noch etwas zu erzählen. Ich habe etwas in einer der Ladebuchten versteckt. Ah. Und wer nimmt die kurz darauf in Beschlag? Das Imperium! Mein Zeug kann ich abschreiben. Ja, das bringt uns aber nicht viel, hä? Lassen wir das mal sehen. Auf der Map haben wir... haben wir noch einen Schlüssel. Passwort holen, neu. Dann holen wir mal das Passwort. Das war, Kann man sehen, was da? Ah, hier. Okay, mit dem C3PO machen wir das. Weder den falschen, also ich habe nicht den falschen Knopf gedrückt, aber ich habe nicht zu lang gedrückt anscheinend. Aha. Okay. Haus vor der Tür, Passwort. Hätte ich mir jetzt das müssen merken? Nein, das Spiel merkt sich das schon, oder? Muss ich das nachher manuell eingeben?
ich nehme an, das Spiel merkt sich das. Aber wo kann ich das jetzt brauchen? Aber nicht da, oder? Kommen wir nicht ganz draus. Was hat uns jetzt das gebracht? Oh mein Gott. Ich schreibe es mal nicht auf, aber das müsste ich irgendwann ja dann eingeben. Ah nein, das... Aha, oder muss ich da etwas... Kann ich ja nichts machen. Oh, wir nicht raus. Oh, wir nicht raus, wir gehen weiter. Schnell Chat lesen. Direkt Geld nehmen zu Norbert Winter. Ah, ja genau, Steffi hat da nächstens dort hin. Sorry, kein Geld mehr. Wir haben zu viel Lego gekauft heute. Was hast du gekauft? Ja, Googli. Was hast du gekauft? Und hoffentlich bei Brack. Zu viel. An denen vorbeikommen. Ich dachte schon, es wäre aus. Die Macht kann großen Einfluss haben auf die geistig Schwachen. Und jetzt auf zur Kantine. Wir müssen uns... Wo ist die Map? Hallo? Es ist keine Map mehr. Das ist ein bisschen die falsche Map. Nein. Okay. Ich check jetzt gerade nicht, wieso. Karte anzeigen. Das Spiel verwirrt mich jetzt irgendwie komplett. Vorhin hatte ich doch eine Map gehabt. Und jetzt habe ich einfach Galaxie-Karten. Moment mal kurz. Karte anzeigen. Ja, jetzt kann man über Tatooine. Aber nicht da, wo ich will. Okay. Ich glaube, das Spiel wird mich einfach ein bisschen verwirren. He? Ich muss jetzt halt hier nach Minimap gehen. Oder nach diesen Wegpunkten. Kann man auch machen. Und die Steffi sagt nichts an ihren Anwalt. Oh nein, der Google sagt nichts ohne seinen Anwalt. Sorry. Nein, leider nicht. Zum einen der neue Landspeeder, der heute rausgekommen ist bei Lego. Weil es dort Goodies und so weiter gibt dazu. Und das Ghostbusters Auto. Oh, das ist aber auch nice, oder? Gut, hören wir uns Von einem anderen Händler, der mitgehen. Ich will halt mal ein paar Aktionen machen. Ich bin ein guter Abnehmer. Aber Ghostbusters Auto ist, das fände ich auch recht nice. Googly, hast denn du auch den DeLorean? Es gibt doch auch einen DeLorean, oder gibt es den nicht offiziell? Ich meinte, ich hätte das mal gesehen. Aber wenn es Ghostbusters Auto gibt, dann gibt es ja sicher auch den DeLorean von Back to the Future. Klar habe ich den DeLorean, mein Gott. Der ist richtig nice. Der Googly hat alles. Nice. Bin ich gerade ein bisschen eifersüchtig, hä? Gerade etwas kaputt machen, hä? Googly, du bist geschuld. Oh, da haben wir wieder ein Kyber Crystal. Das schaut man schnell an. Wo genau? Da oben. Ja, wie holen wir uns den jetzt?
Müsste... Ah! Let's go. Let's go. Haben wir ihn jetzt eingesammelt? Einmal Kyber Crystal. Das heisst, wir können vielleicht etwas freischalten. 2 verfügbar. Okay, ich glaube, wir können uns nichts leisten. Das Zeug kostet ein bisschen viel. Kostet ein bisschen mehr als 2. Aber vielleicht können wir da noch etwas machen. Nope. Zu wenig im Moment. Nochmal schnell Chat nachlesen. Vor allem von Star Wars hast du alles. Also in dem Fall, Googly, grosser Star Wars-Fan, nehme ich an. Also wirklich so ein eingefleischter Star Wars-Fan. Wie gesagt, ich bin auch Fan, aber ich bin sehr spät dazu gekommen. Und ich sage jetzt mal, ich finde es auch geil, aber ich bin nicht der ultra mega super Fanboy, wenn du weißt, was ich meine. Aber ich finde es nice. Und meine Hausratsversicherung müssen anschrauben, weil ich so viel wertvollen Shit an Lego habe. Okay, interesting. Genau, JC, es hat geklappt. Dir in diesem Fall auch viel Erfolg. Allen, die mitmachen, natürlich viel Erfolg. Punktübertragung geht mit Ausrufezeichen GIF. Also, lieber Chat, wenn jemand will, die Spendierhose anlegen, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Ausrufezeichen GIF, Name und Amount. Let's go. Googly nimmt dann Giveaway teil. Dir auch viel Erfolg. Und Steffi hat 431 Punkte. Okay. Da fehlt etwas. Ja, shit. Lieber Chat, ihr wisst, was da in der Kantine fehlt. Aber ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe ein bisschen Angst, wenn da... Es ist eigentlich gut, dass es fehlt. Ein was? Rein Stream, Lizenz, technisch und so. Cantina Band, Musik. Da hinten sind sie ja tatsächlich, Musik kommt nicht. Also für die es nicht mitbekommen haben, ich habe die Musik komplett ausgeschaltet, darum tönt es manchmal auch ein bisschen leer hier im Spiel. Einfach wegen Streamen und lizenzierte Musik. Und das Game ist vollgepackt mit lizenzierter Musik. Alles ist lizenziert. Und bei der Episode 1, die ich letztes Mal gezockt habe, habe ich es auch ausgeschaltet. Aber Cantina-Musik ist eben plötzlich eine. Da habe ich schon gedacht, ich glaube, das ist nicht so gut. Du scheinst ein vernünftiger Bursche zu sein. Setz dich zu uns. Wir reden gerade darüber, dass Hydroschaufeln überhaupt nichts mit Wasser zu tun haben. Okay. Ist das im Film nicht die Szene, wo der Han Solo vorgestellt wird? Täusche ich mich jetzt da? Leg dich nicht mit dem haarigen Zattel da an. Zumindest nicht, wenn du deine Arme behalten willst. Oh, Gamble und Duell gehen da, stimmt. Genau, Spu, schade, stellt euch Musik schnell vor oder sucht sie schnell vor und spielt sie einfach ab. Oh, aber der Chewie ist ja da. Jemanden, der uns nach Alderaan bringen kann. Wir bezahlen gut. Bring mich zu. Oh. Er verliert den Arm. Spoiler alert. Mir gefällst du auch nicht. Ich finde das schon noch geil, dass man endlich den Film so ein bisschen durchspielt. Oh, okay, aber zuerst wird noch gekämpft. Also so richtig, aber wenn ich jetzt kämpfe, dann wird es ein bisschen unfair, oder? Sorry. Ich übernehme, Luke. Ich übernehme ab da. Ist alles gut. Oh, da. Ja. Chat, who shot first?
Googly, who shot first? Frage an dich. Han Solo. Ich bin Captain des rasenden Falken. Chewie hat mir berichtet, ihr wollt zum Alderaan-System. Ja, das stimmt, wenn ihr ein schnelles Schiff habt. Schnell genug für euch, alter Mann. Welche Fracht? Nur Passagiere. Ich selbst, der Junge, 2 Droiden. Und keine weiteren Fragen. Der Hahn. Wenn ja. Wir fliegen, sobald ihr bereit seid. Startrampe 94. 94. Also für die jetzt nicht rauskommen, wieso die Frage, who shot first? Also wir haben ja da, ich weiß gar nicht, wie er heisst, der Dude da. Einfach der da. Und der Hahn, auch im Film, sind sie da am Tisch gehockt und ich glaube im Original hat der Hahn zuerst geschossen, also im ersten Release vom Film. Und die Star Wars Filme, wie es halt so ist, die sind unzählige Mal dann irgendwie wieder abgeändert worden und Greedo, genau, sind abgeändert worden und dann haben sie irgendwie die Szene rausgeschnitten, wo der Hahn eben zuerst schiesst. Also die Idee original war eigentlich, der Hahn schiesst zuerst und erst dann schiesst der Greedo zurück. Und dann haben sie das rausgeschnitten, dass der Hahn geschossen hat. Also hat es so gewirkt, wie der Hahn... oder der Greedo ist auch quasi der Böse. Also, ja. Und schiesst einfach. Ohne Grund, oder? Und so gesehen, Han shot first würde eigentlich auch bedeuten, dass der Hahn halt einfach auch ein bisschen... Ja, so ein bisschen... nicht der Liebste ist. Und auch so ein bisschen... ja... Was soll ich sagen? Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen die Frage, glaube ich, unter eingefleischten Star Wars Nerds. Aber ich glaube, die meisten sagen auch Han shot first. Noch schnell ein bisschen Chat lesen. Da bin ich gesehen. Dann gibt es auch noch wieder einen Boost-Stream. Weil wieder die geilen Emotes. Okay. Also sobald mein neuer Schreibtisch einmal steht und ich alles eingerichtet habe, aber ich mag den nicht allein zusammenbauen. Er ist viel zu schwer und dann allein können umzudrehen Haus. Okay. Ja, nein, ich will das volle Pack. So, muss ich hier das Ausrufezeichen? Kann ich noch schnarren? Gut, dann suchen wir mal diese Startrampe. Verzeiht, Sir, aber R2D2 zufolge befindet sich Startrampe 94 auf der anderen Seite dieses Ortes. Mhm. Haben wir immer noch keine Map? Ich habe irgendwie ein Spiel kaputt gemacht, wir haben jetzt keine Map. Also wir haben auch Minimap. Da komme ich noch rein. Ich werde da schnell reingehen. Was ist das denn? Oder komme ich da nicht rein? Es wäre auch ein Eingang. Kein Schlüssel versteckt. Oder müssen wir da so einen Code eingeben? Oder H? I don't know. Aber jetzt wäre auch ein Kyber Crystal drin. Der Obi-Wan, benutzt doch deine Force. Wieso machst du das nicht? Wieso geht das nicht? Oben durch. Oh. Ja, dort oben ist es ja. Also, let's go. Das probieren wir jetzt schnell da drauf. Dann müsste ich doch da irgendwie... Geht das nicht? Stelle ich mir das wieder zu einfach vor, hä? Also da komme ich wahrscheinlich nicht rauf. Ich mache jetzt da schnell das Zeug kaputt. Aber wieso springen? Das bringt mir nichts. Ja, das geht nicht. Ich müsste ja eigentlich vom Viech aufspringen direkt, aber er steigt immer zuerst ab.
Oh, jetzt aber. Ja. Okay, ich muss schnell schauen. Wir kommen ja da oben durch. Wir kommen da oben durch. Das heisst, endlich steht das nicht schlecht an. Ja, ist ja alles gut. Let's go. Schon schauen. Noch eine halbe Stunde. In einer halben Stunde machen wir die Ziege, lieber Chat. Nochmal schnell Erinnerung, vielleicht für die noch neu dazugekommen sind. Ausrufezeichen Giveaway für mehr Informationen. Es gibt ein Grogu und das Spiel. Im Bundle plus noch einen ist einfach der Grogu. Wir brauchen 12 Punkte. Mitmachen mit Ausrufezeichen Win. Es werden 2 Gewinner gezogen. Dann. 30 Minuten. 29 Minuten. Gut, also da komme ich nicht rein bei diesen Eingängen. Gehen wir da einfach weiter. Ausrufezeichen hinten nachher. Let's go. Was war auch die nächste Szene im Film? Ich weiß es gar nicht. So lange her. Das würde mich irgendwie noch reizen, das kaputt zu machen. Das mache ich jetzt. Ja. Aggressionen rauslassen. Ich hoffe, das gehört nicht dem Googli. Oh, okay. Steht. Die Schrottmühle. Der will starten. Yes, please. Becky macht damit. Sehr nice. Hilfe, die Mühle ist ja nur Schrott. Sie macht von außen nicht viel her, aber sie hat echt was los, Junge. Chewie, was ist los? Ich sagte doch, du sollst alles vorbereiten. Ein kleiner Snack? Du weißt doch, wir müssen los. Halten Sie auf! Chillen, ich muss da. Wir müssen die Kiste in die Luft kriegen. Jetzt zuerst mal den Han Solo auswählen. Da. Ja, also der Han Solo trifft ein bisschen besser als ich da mit dem Controller. Ich glaube, ich habe den Han Solo gerade in die Luft gesprengt. Ja, was ist das? Der Luke. Was kannst du da noch bauen? Du übernimmst Cockpit, Kanone und Sensorschlüssel. Kapiert, Fellknäuel? Ja, R2. Wir können den Aufzug in Position bringen. Die habe ich auch in den Filmen immer so witzig gefunden. So die Roboter, wo du auch genau weißt, das ist jetzt auch so ein Dude in so einer Kiste. Quasi ja verkleidet als so kleiner Roboter. Was ich auf dem rumreiten. Das ist auch nicht schlecht. Los, wir müssen den Vogel in die Luft kriegen. Allgemein der Star Wars-Stil war manchmal schon recht straub. Und ich finde es eben geil, haben sie das auch so ein bisschen die neuen Sachen übernommen. Und haben das nicht irgendwie neu erfunden oder so, oder modernisiert. Also wenn wir zum Beispiel so eben Mandalorian anschauen und The Book of Boba Fett, hat es dort eben die Sachen genau auch drin, die ich sehr geil finde. So, da endlich rauf, hä? Was ist die Idee da? Anheben. Okay, ich kann... Aha, Mann. Ich kann da frei bewegen.
ziehen, let's go. Sieht gut aus. Der Falke repariert sich nicht von selbst. Jaspu, wir glauben an dich. Ich wollte sagen, du schaffst das. Ja. Und ich würde dann also auch wieder mal reinschauen, wenn es so weit ist, wenn du wieder mal live bist. Ja? Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Suche nach den fehlenden Teilen des Millennium Falcon. Okay. Bauen wir da mal das Zeug zusammen. Ich weiß nicht, ob das wirklich richtig ist. Moment, da müsste ich aber den Luke schnell haben. Luke! I need you. Wieso kann ich den Luke nicht wählen? Okay, ist das ein Outfit? Interesting. Okay. Kann man machen. Sehr gut. Okay, R2D2, mach du mal hier. Ah, das ist das R2D2-Symbol, das wir vorhin einmal hatten. Ganz klar. Wie war das schon gewesen? Auswählen. So, gut. Wir brauchen noch ein bisschen Teile. Gesamten Millennium. Oh, was war jetzt das? Jetzt habe ich gerade herausgefunden, wie ich Karten aufmache. Ich habe sie falsch aufgemacht. Nein, das ist gar nicht wahr. Jetzt haben wir wieder eine Karte. Ich komme nicht. Oh, das war keine gute Idee. Han Solo ist schon zum zweiten Mal gestorben. Sorry. Ich kann da nochmal reinschlagen, dann stirbt er gerade nochmal. Aber wo sind denn da die Teile? Habe ich die da noch einer drauf? Ist das Symbol? Okay, let's go. Da finde ich ja so geil gemacht. Ich kann da Zeug aufschneiden, aber man muss so schön an den Lego-Teilen vorbeischneiden. Das ist schon recht nice. Ah, hier. Da sind ja unsere Teile. Bauen. Das Cockpit. Richtig. Fällt noch etwas. Aufgepasst mit dem Cockpit. Und verlier mir die Würfel nicht. Ich möchte ein bisschen Obi-Wan. Ein bisschen Lightsaber-Action. Gewöhnlich gehe ich Ihnen aus dem Weg. Oh, sorry, Han Solo. Sorry. Oh, also, okay. Kann ich das auch rühren? Halte Kreis gedrückt, um den Gegenstand mit Hilfe der Macht anzuheben. Ja, das habe ich vorhin gemacht. Ja, jetzt habe ich habe jetzt nicht das Richtige angerührt, logischerweise. Okay, so mache ich das. Was kann ich denn alles aufnehmen? Alles. Okay, die sind nicht so beeindruckt, hä?
Probier jetzt das nochmal. Das da. Das ist irgendein Symbol. Check's gerade nicht. Das kaputt machen, dann. Geht nicht. Okay, geht nicht. I need you. Wo ist er? So hast du so wenig Leben. Okay. Interesting. Also ich brauche noch mehr Teile, hä? Ich frage mich gerade, ob ich die wirklich kaputt machen muss. Da. Also kann ich sie auch auswählen. Das ist viel einfacher. Hey, Set Flames, grüezi, schauen noch schnell 20 Minuten rein. Aber Set Flames bitte nicht mitmachen. Sonst wirst du wieder sagen. So wie letztes Mal. Mal schnell schauen. 17 Minuten haben wir übrigens noch, lieber Chat. Und es geht wieder los. Bring gefälligst die Kanone an! Für Höflichkeiten haben wir jetzt keine Zeit, Kumpel. Wir sind fast bereit. Mach weiter! Okay, machen wir ein bisschen Han Solo-Action. Ja, wieso stehen ihr also rum? Kämpfen doch auch mit. Ja, also Ziele mit dem Controller ist einfach nicht meins. Was habe ich denn sonst noch für... Ja, wir machen es schnell so. Das ist auch gut. Sorry, Hans, sorry. Ah, der Obi-Wan ist doch ein bisschen gefährlich mit seinem Lichtschwert. Und was eben auch noch gefährlich ist, der Luke hat den Stormtrooper-Outfit an. Sorry, Luke. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, aber ich bin selber schon. Oh, okay. Let's go. Ja, das kenne ich. Aha, und jetzt? Mhm. Ja. Aha. Dann setzen wir das da ein.
Okay. He dead. Oh, hat mecken. Aber der R2D2 ist drauf, wenn es mir nicht ist. Wird der eigentlich Schuss automatisch? Aber ich muss das schnell testen. Schieß auf mich, schieß auf mich. Ja, okay. Gut, ist wieder runtergekommen. Hm? Let's go. Das ist echt so verlockend, oder? Wenn ich da noch ein bisschen Zeug kaputt machen zum Looten, oder? Und da kann ich aber etwas bauen, das ist nicht schlecht. Okay. Schnell schauen, was jetzt das war. Geheim versteckt. Ist das wie, das ist wahrscheinlich für Achievements irgendwie so in die Richtung, hä? Alle sammeln, bekommst du ein Achievement. Okay. Ist das schon alles gewesen? Ich habe gar nicht gemacht. Ah, jetzt. Auf und runter. Ich sehe... Ah, gut. Die Kamera kommt mit, zum Glück. Ich wollte sagen, ich sehe einfach nichts. Chewbacca, die neue Sensorschüssel ist bereit zur Installation. Wir müssen Chewie Feuerschutz geben. Ja, let's do this. Das kann ich auch noch machen. Let's go. Rühr das Ding. Das ist aber schon nice. Chat-Frage. Welches Star Wars Game ist eurer Meinung nach das beste Star Wars Game? Egal auf welcher Konsole oder auf PC. Das nimmt mich jetzt Wunder. Ich habe dort auch meine Favoriten. Aber ich will zuerst wissen, KOTOR, hä? Ja, das ist eben auch mein Favorit. Knights of the Old Republic. Einfach nice, oder? Dann hat es noch Knights of the Old Republic 2 gegeben. Ist auch okay gewesen, glaube ich. Aber der erste Teil war unschlagbar gewesen. Bald Remake, ohne Scheiß. Oha. Okay, aber da bin ich gespannt drauf. Das darf es aber nicht verkacken, hä? Ein Remake von KOTOR, nice. Ja, das ist dann vielleicht auch etwas, was ich streame. Ich werde jetzt einmal ganz sicher zocken. Ausser das ist einfach gerade schlecht bewertet und alle sagen, ja, lieber nicht. Ja, ich habe KOTOR 2 und dann ist ja noch ein MMO rausgekommen, wo glaube ich geheißen hat The Old Republic. Das, ich glaube inzwischen, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich weiß auch, die haben da irgendwie ist es gratis geworden, aber gleich nicht gratis. Halt auch so in dem Stil, wo mir es dann einfach verleidet. Ich weiß nicht, ob es Pay to Win ist, aber so... Wenn einfach alles irgendwie hinter der Paywall ist, dann verlierst du mich einfach. Und ich am Anfang habe ich The Old Republic... ich schlage gerade... Sorry. Obi-Wan. Ich bin am Schnarren und schlage Obi-Wan ab. Ich weiß, nein, es ist glaube ich gesperrt. Linkpost ist gesperrt. Leider. Aber ich schaue nachher, ich suche es nachher schnell. Finde ich schon.
Geht er gerade brüllen ab, holy moly. Okay, das ist auch eins von diesen Star Wars Jedi Fallen Order. Hast du das eigentlich? Ich habe mal einen Key in meinem Discord gepostet. Hast du den eingelöst, Zeki? Ich glaube. Aber das ist auch ein geiles Game, muss ich sagen. Ich habe es aber nie fertig gespielt. Und da schnell ein anderer Charakter. Repariere es aber richtig. Wir müssen in einem Teil hier rauskommen. Nicht in 7000 kleinen. Hey, soll das hier? Jetzt geht's Nahkampf. Fertig, lustig. Oh, geiler Move. Das ist nice. Das gefällt mir. Du bist schon ein Gegner, oder? Du bist nicht der Luke. Ich muss im Luke die hure Stormtrooper-Rüstung wieder abziehen. Das verwirrt mich immer noch. Sollen wir überlegen, ist jetzt das der Luke, den ich da jetzt reinschlage? Oh, ein Herz. So, Giveaway läuft noch 8,5 Minuten, lieber Chat. Jetzt habe ich gerade noch schnell den Luke reingehauen. Muss auch sein. In einem Teil. Jaspu. I know. Was ist das jetzt? Aha, ich kann auswählen. Stromfallen. Ja, brauche ich das jetzt noch? Geschütz, wenn schon, oder? Ah, du hast schon K-Techie. Okay, alles klar. Das bringt mir jetzt aber nicht viel. Oder kommen die jetzt da raus, wenn ich da draufsteige? Nicht, oder? Ich hätte das ein bisschen früher müssen brauchen. Hallo. Where are you? Da hat es einen. Irgendwann oben hat es noch einen, oder? Oder? Ja, Geschütz, das machst du super. Okay, ab im Millennium Falcon, hä? Das geilste Raumschiff. Auch im Star Wars Universum. Auch sonst eigentlich von allen Raumschiffen, von allen Universen, von allen Filmen finde ich den Millennium Falcon tatsächlich eines der besten. Ich finde, es wird toppt von ich weiß nicht, wer es kennt. Wer weiss, was aus welchem Film oder aus welcher Serie Serenity ist. Das Raumschiff, das Serenity heisst. Wenn es um einen Film geht, ist es ganz einfach. Vernichtet vom Imperium. Das wäre mein Favorit. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Ein Traktorstrahl hat uns erfasst. Er zieht uns rein. Da haben wir den Todesstern. Da verliert ihr, aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Noch 5,5 Minuten, Chat. Wer noch nicht mitgemacht hat, kann jetzt noch mitmachen. Ausrufezeichen Win. Zeig es noch mal schnell. He? Ja, so, hier. Das gibt es zu gewinnen. Einmal Bundle, Grogu, Spiel
PS5. Und einer ist der Grogu. Winkel durchsucht haben. Jawohl, Sir. Ich fühle etwas. Eine Präsenz, die ich lange nicht mehr... Nein, das war's nicht. Das ist schon gut. Ja, nein. Ja, das... Nein. Ja, Darth Vader, da müssen wir noch ein bisschen üben, hä? Ja. Lächerlich. Selbst wenn ich starten könnte, würde ich am Traktorstrahl festkleben. Überlassen. Das ist wirklich nicht schlecht. Also der Humor ist schon nice. Er ist nicht so nice wie Guardians of the Galaxy. Ja, aber er ist doch gut. Ja, da habe ich vieles jetzt halt nicht gemacht. Das ist klar. Ich bin direkt der Story entlang gegangen. Charaktere und Schiffe. Da ich nicht verkleidet bin, Das sollte ist ich kein Abstand Mond. von diesem Kollegen halten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Was ist jetzt da gewesen? So ein kleiner Roboter mit einem Stormtrooper-Helm oben drauf. Das ist schon nice. Hey, kann man dir helfen? Reden. Oh! Hey, ich kann nur reden. Sorry! Ich soll mich im Kontrollraum melden, aber die dumme Tür klemmt schon wieder. Mann, ich habe jetzt einfach eine Granate reingerührt. Ich bin irgendwie ein Held, die falschen Knöpfe drücken hier in diesem Spiel. He? Das ist mega geil. What the hell? Da fährt einfach ein Roboter rum mit einem Stormtrooper-Helm drauf. In einer hohen Geschwindigkeit. Da kommt er. Das ist sehr gut. Ja, ich lasse dich mal machen. Können wir die Terminals benutzen? Sorry. Ja, ich müsste schnell schauen. Ich kann nicht Chat lesen und gleichzeitig eingeben. Ja, weißt du, wann heute das DLC rauskommt? Hebler, grüezi übrigens. Das DLC für das Spiel hier, für Star Wars Skywalker Saga. Weiß ich nicht, aber sollte heute also ein DLC rauskommen. Habe ich nicht gewusst. Welches denn? Okay, ich habe schon wieder eine Granate gerührt. Das ist einfach der Knopf, hä? Granatenknopf. Und ich kann immer drücken. So. Ich schaffe es auch noch einmal. Es ist tatsächlich... Okay, das habe ich mich eben noch gefragt. Das Mandalorian DLC. Für die zweite Staffel Mandalorian, also mit Ashoka und Fennec etc. Ja, das habe ich mich auch noch gefragt. Hebler? Hebler? Kann ich Schweizerdeutsch reden mit dir? Ich habe nur ein Doppel-S gesehen und gedacht, vielleicht bist du... vielleicht verstehst du kein Schweizerdeutsch. Das ist interessant. Kommt in dem Fall heute raus. In dem Fall habe ich das aber... bin ich wie noch zu früh. Weil das hätte ich sehr gerne jetzt spielen. Vielleicht machen wir das noch einmal. Und dann ist das wie eine zusätzliche Episode. Also quasi in diesem Auswahlrad hast du dann quasi noch Mandalorian Story drin, nehme ich an. Weil was ich habe, sind auch Mandalorian-Charaktere. Aber die kann ich noch nicht brauchen, weil ich anscheinend noch nicht so weit bin, dass ich die austauschen könnte. Also Charaktere freispielen. Ja, geht schon, verstehe, aber manche Wörter nicht. Ja, da kannst du ein bisschen üben. Kannst du ein bisschen üben hier.
Aber interesting, okay. Interesting. Also da bin ich auch ein riesen Fan. He? Mandalorian finde ich mega geil. Die Serie war echt gut, habe ich schon mal gesagt. Ich habe mir auch den Mando-Helm zugetan. Also nicht die von Lego, sondern die offizielle Replika, die Disney halt verkauft. Das ist auch mega nice. Ich komme noch nicht genau draus, was ich machen muss. Was ist da genau die Idee? Strom kommt. Strom. Ich muss ja schneller sein. Das ist alles. Ich muss auch schneller sein. Okay. Ich habe schon zu weit überleitet. Das Gefühl, ich muss eine Kombination eingeben. Genau, ist das Giveaway beendet? Ja, also dann machen wir da schnell. Dann machen wir schnell Pause. Let's go. Dann haben wir schnell Musik rein. Das ist schon lange nicht mehr gehabt. Schauen wir schnell den Chat an. Soweit ich weiß, kommen einfach nur die Charaktere. Ach so, okay, dann habe ich das DLC wahrscheinlich irgendwie einfach freigeschaltet, aber der Release ist erst heute. Okay, aber ich könnte wahrscheinlich Charaktere gleich noch nicht auswechseln, weil ich einfach noch zu wenig weit bin. Ich weiß nicht, ob ich da eine ganze Trilogie muss abschliessen oder mindestens eine Episode muss abschliessen, damit ich nachher quasi frei Charaktere kann austauschen kann. Soll ich rausgehen? Wegen will 2 Katzensprünge von mir entfernt. Oha, oha. So, der Google hat noch geschrieben, finde Book of Boba Fett auch geil. Oder besser gesagt, Mandalorian Season 3. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, Google finde ich auch. Also viele finden es nicht so toll. Also ich habe viele Reviews gelesen und geschaut, die gesagt haben, hey, Book of Boba Fett ist irgendwie schwach. Oder schwach bis auf die Folgen, wo der Mando vorkommt. Und ich habe es aber gut gefunden. Ich habe es echt gut gefunden, von A bis Z. Ich habe eine gute Charakterentwicklung gefunden. Ich habe einen guten Charakter gefunden. Ich finde es cool, dass sie direkt anknüpfen. Nachdem er da in den Pit reingeht und in der Serie kommt er dann quasi wieder raus. Also ich bin zufrieden gewesen. Ich kann mich nicht beklagen. So, lieber Chat, ihr wartet alle drauf. Jetzt machen wir da schnell. Ja, blenden wir mal schnell ein. Wir ziehen jetzt das erste Mal die Person, die das Bundle gönnt. Also das obere. Der Grogu und das PS5-Spiel. Und Google, ja, ich bin auch gespannt auf Obi-Wan. Sehr gespannt. Also, sind alle da. Die noch im Lurk sind und das hören, jetzt ziehen wir den Gewinner ziehen, den ersten vom Bundle. In 3, 2, 1. Pick Winner! Wow! Masse, dein Code funktioniert. Nicht Steffi, nein. Steffi direkt, nein. Aber congratulations, Massi, fürs Bundle, PS5-Spiel und den Grogu. Ja, er hat jetzt nicht. Und Chat am Durchdrehen, nicht im Ernst, so geil. Ja, sorry zusammen, Massi, musst dich nicht entschuldigen. Ist ja so, also. Du hast die Gabe anscheinend. Und das ist doch cool, das ist doch nice. Einmal nicht ausgeschlossen. So, es gibt aber noch einen zweiten Gewinner, der Grogu, ohne Spiel. Ziehen wir auch noch schnell. In 3, 2, 1. Pick Winner. Und der Techie. Techie. GZ. GG. Techie, bist du oben? Are you there? Techie, mal, dort ist er. Hat schon geschrieben vorhin. Ja, oha.
Techie, du bekommst den Plüsch-Grogu über. Da bin ich schon ein bisschen eifersüchtig. Ja? Ich muss mir, glaube ich, auch noch so einen Grogu zutun. Ich habe mir den endlich mal kaufen und ich hatte gerade so schön Platz in meinem Regal für den. Und dann war er aber nicht lieferbar lang. Da habe ich mir etwas anderes gekauft an dieser Stelle. Also ich habe mir von, wie heisst es, ja, die Pappfiguren, ich glaube, so heisst es, gibt es den Mando mit dem Grogu in relativ gross. Ich habe gar nicht gewusst, dass der so gross ist. Und ich habe mir den bestellt und habe dann den bekommen, eine riesen Schachtel, und dachte, okay, ist ein bisschen grösser als die anderen Pappfigürchen, die ich so schaue. Funko Pop heisst es übrigens. Das hat jetzt den Platz eingenommen im Regal. Ist auch nice. Aber hey, GZ an Gewinner, Massi und Techie. Ich wünsche euch viel Spass mit dem Gewinn. Wir machen es so, weil du den Massi kennst ja schon. Wir machen es genau gleich. Ihr werdet ein DM bekommen auf Twitch vom brack.ch-Kanal. Weil ihr könnt uns ja nicht direkt anschreiben, das ist wie gesperrt. Aber wir schreiben euch an. Ich weiss nicht, ob es noch heute ist, vielleicht ist es auch erst morgen. Und dann könnt ihr dort quasi eure Adresse schnell durchgeben, wo sollen wir das hinschicken. Genau, und dann wird euch das zugeschickt. Nice. Aber Massi, hey, wow. Teilen wir nach. Ja, nein, der gehört dir, hä? Der gehört dir. So, jetzt ist es aber noch nicht vorbei mit dem Stream. Oder ist es schon vorbei? No, es ist eigentlich schon fast, es ist schon so weit. Es ist schon 6 ab. Ich müsste noch ein paar Sachen erledigen. Das heisst, wir würden da auch schon langsam beenden. Aber es ist nice. Wie gesagt, das Spiel, typischer Lego-Stil halt. Wie es ist, der typische Humor. Und das Gameplay, wie man es sich gewohnt ist. Ich glaube, das ist jetzt das erste Lego-Spiel, das eine andere Ansicht hat. Ich glaube, die früheren Lego-Spiele haben fixe Kameraposition gehabt. Ist mir mal gesagt worden. Ich habe sonst nie wirklich die Lego-Spiele gespielt. Massi, spielst du endlich auch Lotto? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Wenn nicht, ich würde es mal probieren, Massi. Kannst du dann auch etwas abgeben, wenn du schon jedes Mal gönnst? Dann. Kannst du ein bisschen das Geld verteilen. Aber nur wenn der Troy streamt. Habe ich auch schon, aber dort gönne ich nichts. Dort hast du wiederum Pech, Massi. Also deine Gabe ist, ist einfach da bei uns. Bei uns auf dem Kanal. Nein, anscheinend ja auch bei anderen. He? Einfach auf Twitch bei Giveaways abräumen. Das kann der Massi gut. Wenn du im Lotto gönnst, streame ich auch wieder. Gugli, hast du mal gestreamt? Habe ich aber gar nicht gewusst. Aber es tönt fast so. Wieder. Der Gugli höre ich an mir rum. Und ich muss auch recht gut lachen, Gugli. Also, dich höre ich vor allem so bei der Mona amix. das hat ein paar geile Clips. Also sehr unterhaltsam. Sorry, der Gugli hat die ganze IKEA-Einrichtung gewonnen. Ist das so? Kannst du das bestätigen, Gugli? Ich habe nur Sommerpause seit einem Jahr. Okay. Kann man machen. 2000 Franken. Stimmt. Hast du dich schon einrichten lassen? Erzähl da mal mehr, Gugli, das nimmt mich jetzt Wunder. Du hast quasi bei einem Gewinnspiel von IKEA mitgemacht. Aber die IKEA-Einrichtung habe ich mir erkämpft in einem Quiz. Das ist was anderes. Und nicht 2'500. Oha. Das ist aber nice.
Das ist echt nice. Ich meine, Ikea, das ist auch immer so, wenn ich in Ikea gehe. Also ihr kennt es ja, ihr werdet ja durch den ganzen Laden irgendwie gelotst. Weil der Weg einfach an allem vorbeiführt. Und ich lasse dort schon amigs recht Geld liegen. Vor allem, wenn ich halt auch eine kleine neue Einrichtung suche und so. Oder ein Zimmer neu einrichten oder ja, umgezogen bin. Ja, Ikea. Das ist aber schon nice, oder? Auch noch mein Gutschein. Entweder ein neues Bett, hat aber gerade keine gute in der Ikea. Oder das Asus Rollkorbüssli von der Ikea. Ja, Ikea hat ja da mit Asus irgendwas gemacht, irgendeine Partnerschaft. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, man sieht es nicht, weil ich da, aber ich habe da so Halter. Ich habe so Tischhalter für Getränke, die ich mir zugetan habe. Und das ist von der Ikea und ich glaube, das ist auch irgendwie, also es steht nicht Asus drauf, aber gehört wahrscheinlich auch zu dieser Kollektion. Und ich habe noch irgend so ein Getränkedings. So einen Becher habe ich auch noch. Ich musste alles selber machen. Keine Beratung bekommen oder so. Okay. Ich habe gemeint, es kommt jemand vorbei. Ja, voll so einer wäre sicher auch nice. Müssen wir das mal anschauen, wie das aussieht. Ach, du meinst den Becher mit dem Metallröhrli. Ich habe dort so ein bisschen gemischtes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Metallröhrli fühlt sich einfach komisch an. Ich meine, ja, du hast nicht Abfall, du hast nicht den Plastikabfall vor allem. Also du tust der Umwelt, nehme ich an, auch etwas Gutes, aber ein Metallröhrli ins Maul nehmen ist einfach irgendwie so komisch. Aber man gewöhnt sich daran. Aber ich muss mir mal den Korpus anschauen, den du erwähnt hast. Im Moment brauche ich nichts, aber wenn ich dann mal zügle, ein bisschen mehr Platz habe, vielleicht so einen Raum zum Streamen, zum Gamen, müsste man den noch gescheit einrichten. Und dann kommt wieder der Moment. Dann gehe ich in die Ikea und komme wahrscheinlich nicht mehr raus. Kaufen alles. Ja, dann hätten sie 100 Franken vom Gutschein abgezogen und fürs Möbel zusammenbauen hätten sie nochmal 250 abgezogen. Dann habe ich mir lieber Möbel gekauft für das Geld. Ja. Wieso nicht? Ja, hätte ich glaube auch so gemacht, tatsächlich. Schon genug gesehen, dass ich die Lieferung auch nicht gratis hatte. Er ist eben leider auch nicht gerade billig. Ich brauche mehr Stauraum, habe keinen Platz mehr. Der Schrank ist kleiner zum Sachen verstauen als der vorher. Obwohl er von der Mass eigentlich genau gleich ist. Okay. Man geht einfach in die Ikea für eine Sache, die man muss haben und kommt raus mit einem gefüllten Einkaufskorb. Ja gut, und 10 Hotdogs, ja das stimmt. Ich meine, da machen die schon noch geschickt, da muss ich echt sagen. Aber erstens mal lotsen sie die so durchs Zeug durch, dass du allem vorbeilaufst. Und entsprechend eben, dann kaufst du auch irgendwie viel mehr, als du eigentlich vorgehabt hast. Und dann bist du durch. Bist quasi erschöpft, so ein bisschen. Du denkst schon, endlich bin ich rausgekommen. Und dann stehst du vor diesen Hotdog-Ständen. Sind die... jetzt wollte ich fragen, die sind doch einmal 1 Franken gewesen, jetzt sind es neu 2 Franken. Ja gut, das ist... Ja, ich meine, also 2 Franken ist immer noch günstig, oder? Das ist eigentlich schon... Das ist verdammt geschickt. Und es geht mir aber genau gleich. Du stehst dort und denkst so, jetzt gehen wir essen, jetzt gibt es noch ein paar Hotdogs. Bei Too Good To Go kann man Hotdogs abholen. Das habe ich auch schon gehört, denke ich. Die können, glaube
Da können aber mehrere Restaurants mitmachen, oder? Das ist wie so, hey, wir haben noch Zeugführung und geben das endlich so ab, dass das die Leute noch kaufen können. Irgendwie so. Ich habe das mal gehört, das klingt noch interessant. Die Marketingabteilung hat es im Griff, ja. Definitiv. Wieso ist jetzt da Google, ich weiss nicht wieso. Ich mache jetzt hier Allow, hä? Was wird meine Nachricht blockt? Für 50 Rappen. Too Good To Go kann ich allen empfehlen. Ich muss mir das auch noch mal genauer anschauen. Das ist mir auch schon empfohlen worden. Aber da findest du, glaube ich, auch alles. Du findest überall etwas und auch alle Arten von Essen. Ich glaube auch Sushi und so Zeugs findest du auch. Beste. Die brauchen das in dem Fall regelmässig. Ja? 94 für eine Nacht im Coop. Ja. Aber der Fraß vom Ikea-Rest, die kann man nicht essen, sorry. Also hat Ikea noch mehr als nur die Hotdogs? Ich kenne nur die Hotdogs. Kommt darauf an, wo du wohnst. Bei uns in der Region ist das Angebot nicht riesig von Too Good To Go. Ja, es kann eben sein, ich bin auch eher so ein bisschen auf dem Land. Ich müsste ja mal schauen, wer da überhaupt mitmacht. Ob in der Umgebung jemand rum ist. Ich will dann auch nicht zu weit fahren. Also du musst es ja, glaube ich, holen, oder? Da musst du holen. Das ist nicht etwas, was es dir bringt. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich muss auch noch einmal wohnen, wo es viele Läden hat, grössere Städte, dann hast du gewonnen. Sonst hast du natürlich weniger Auswahl. Okay. Gibt es jetzt auch erotische Angebote? I don't think so. Lenzburg war super. Jetzt muss ich dann auch schauen, wie es hier ein bisschen aussieht. Also Spu, du bist jetzt in der Nähe... Oder bist du in Megenwil? Weil du gesagt hast, du bist in der Nähe von uns. Da bist du vorher in Lenzburg und jetzt ein bisschen weiter rüber Richtung Megenwil. Die Würstchen lutschen statt essen. Genau, musst in einer gewissen Zeitspanne kurz vor Ladenschluss gehen, abholen. Ja, genau, abholen. Melligen, okay. Ja, das ist wirklich, das ist nahe. Das ist schon fast Zürich. Das ist auch wieder wahr. Ist das gerade am Rand? Es ist glaube ich, wirklich fast Zürich. Ist true. Ja, das ist nicht schlecht. In Zürich arbeiten. Mein Beileid. Ich sage jetzt nichts dazu. Aber es ist tatsächlich gescheit, das so zu machen. Ich kann halt nicht jeden Luxus geniessen und in Bern wohnen. Ich könnte ja auch immer Hotdog essen gehen, aber die sind nicht für mich. Oh, Calzone. Macht mich nicht hungrig, Chat. Ihr habt die Begabung, mich immer hungrig zu machen. Und jetzt bei Calzone, da reagiert mein Bauch direkt. Aber gleich jetzt zu essen, das ist auch wieder gut. Jetzt machst du nicht mehr weiter. Nein, eigentlich hätte ich schon vor etwa 10 Minuten Feierabend machen. Ich muss tatsächlich noch ein paar Sachen erledigen. Und darum, jetzt denke ich lese da noch ein bisschen Chat mit. Aber ich muss jetzt wirklich fertig machen. Ich muss mal schauen, was es nächste Woche geht, lieber Chat. Guardians of the Galaxy werde ich wahrscheinlich on Stream noch fertig spielen. Da haben wir noch ein paar Streams. Ich baue das immer so ein bisschen ein. Ich habe fast das Gefühl, es wird Guardians of the Galaxy geben wieder. Es wird dort weitergehen. Ich finde das Spiel einfach so geil. Einfach wirklich mega nice.
Vielleicht gibt es auch wieder da mal Star Wars. Ich muss mal schauen. Wie gesagt, es ist halt ein bisschen doof, wenn ich die Musik nicht habe. Und anscheinend gibt eben der Algorithmus gleich an, wenn eben Musik kommt, trotzdem. Was auch ein bisschen doof ist für VODs und so. Aber mich würde eben wundern, wie es Mando DLC ist. Mal schauen. Jeder Stream wird beim Essen gestoppt. Ja, nächste Woche bin ich am Meer. Hey, nice, Massi, okay. Wo geht's hin? Oh, wieder mal ans Meer. Das wär schon geil. Nächste Woche bin ich am Arbeiten. Ich glaube, die meisten sind nächste Woche am Arbeiten. Massi hat da Luxusleben. Er gönnt jedes Giveaway und es geht dann ans Meer. Mando-Special am Samstag. Nein, am Samstag ist tatsächlich... Samstag geht es bei mir auf meinem Channel weiter mit The Last of Us. Auch ein geiles Game. Das war auf meiner Pile of Shame lange Zeit. Und jetzt habe ich es mal angefangen und mir gefällt das. Genau. So, also lieber Chat, schnell so richtige Knöpfchen drücken. Das falsche Knöpfchen drücken. Also lieber Chat, ich danke euch fürs Dabeisein. Nochmal Gratulation an die beiden Gewinner, Massi und Techie, genau. Den nächsten Stream gibt es morgen. Klemmbausteine. Mit dem Cyril am 11. Uhr Vormittag gibt es das. Er baut weiter den Tallneck, heisst er, glaube ich. Von Horizon, wie heisst es? Horizon Forbidden West. Ich weiss nicht, wie das Game heisst. Ihr wisst, was ich meine. Das Ding baut er weiter. Nachher gibt es am Freitag, 14 Uhr, gibt's tatsächlich wieder mal einen Stream mit dem Blake. Er ist jetzt ein paar Mal ausgefallen, weil er am Zügeln ist. Und er wird spielen. Ich muss schauen, ob ich es sehe. Was spielt er? Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Was gibt's beim Blake? Ja, ich glaube, das stimmt. Ich glaube. Da, Track to Yomi. Irgendwie so. Track to Yomi heisst das Spiel. Ich weiss überhaupt nicht, was das ist. Aber schau mal rein. Ich schaue wahrscheinlich dann auch mal rein. Das ist spannend. Sagt mir überhaupt nichts. Genau. Also am Freitag Blake um 14 Uhr. Dann geht es nächste Woche ganz normal weiter. Montag Off-Crit and Loop mit der Steffi und dem Nico um 15 Uhr. Dienstag Gaming mit Steffi um 15 Uhr. Und mich gibt es dann am Mittwoch wieder, wie gesagt, wahrscheinlich mit Guardians. Und wenn ihr mich vorhin schon gesehen habt, da findet ihr mich jeden Samstag ab 19 Uhr auf meinem Channel twitch.tv/TroyHammarén. Aktuell The Last of Us. Genau. Schnell Chat prüfen, habe ich etwas verpasst? Genau, macht's gut. Genau. Also, lieber Chat, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend, eine ganz schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Bye bye, ade miteinander, ade.